Beisst's? Ja. Das ist auch eine Art, wie man Geld machen kann. Also wenn man mal richtig ausflippen will, dann kommt man hier hin. So kann man alte Zigarettenautomaten natürlich auch brauchen. Die Frage ist, was gibt es da genau? Wir haben gut geschlafen. Die erste Nacht haben wir hinter uns. Wir sind gestern früh ins Bett gegangen, weil wir sind sehr müde waren von dieser langen Reise im Wohnmobil. Und heute Morgen haben wir gefunden, wir gehen nicht ins Solebad, sondern wir gehen ein bisschen die Umgebung auskundschaften. Wir sind dann bei dem Gradierwerk, wo wir jetzt sind, angekommen. Und es ist sehr spannend hier. Die Luft ist sehr salzig. Es wird das Solewasser wird durch die Schwarzdornen durchgelassen und die Tröpfchen, die hier oben runterkommen, die sind so salzig. Und seit 30, 40 Jahren ist das ein Freiinhalatorium, wo auch die Leute, die Kurgäste, hierher kommen und einfach frische Luft tanken, weil man merkt, es ist wirklich anders. Man hat das Gefühl, man hat immer so ein bisschen einen Salzgeschmack im Maul rein, was ich persönlich noch gerne habe. Ich hatte vorher einmal so ein paar Tröpfchen auf der Jacke, habe die mal probiert. Ich kann sagen, fein, sehr lecker. Und wir machen jetzt hier auch noch ein paar Runden, weil es ist wirklich sehr frische Luft und sehr angenehm. Guten Morgen, zweiter Morgen. Es ist relativ früh. Wir haben zwischen 12 bis 14 Grad im Auto. Es ist relativ kühl heute. Jetzt gibt es ganz schnell das Morgenkäferli, bevor wir uns nachher aufmachen in die Garage, um hoffentlich einen Ölwechsel zu bekommen. Jetzt sind wir hier in der Citroën Garage und wir haben jetzt tatsächlich können wir einen Ölwechsel machen lassen. Wir müssen einfach eine Stunde warten. Was allerdings noch nicht ganz sicher ist, ist, ob wir überhaupt Platz haben in dieser Garage, weil wir sind ja 2,60 Meter hoch und die Teile da, die schöne Garage da vorne, ja, mal schauen, ob das passt. Also ich meine, Lieferwagen haben es da auch. Das heisst, die sind ja sicher auch mindestens 2,40, 2,50 hoch. Ja, jetzt schauen wir halt mal, was passiert. So, es ist jetzt also soweit. Wir können auf die Hebebühne. Ölwechsel und Ölfilter. Und ja, jetzt mal noch schauen, was das Geräusch ist. Schauen wir mal. Öl schon abgelassen? Öl ist schon runter. Ah! Jetzt schauen wir noch wegen dem Quietschen. Eventuell vielleicht Keilriemen, der sich ein bisschen lose ist. Mal schauen. So, wir haben jetzt den Ölwechsel machen lassen. 207 €. Ist eigentlich okay, der Preis. Die Keilriemen hat anscheinend ein bisschen gequietscht. Die haben dann jetzt ein bisschen eingespäht. Das war anscheinend trocken gewesen. Muss man ja alles glauben, wenn man keine Ahnung hat von der Materie. Und jetzt auftanken und dann geht es endlich weiter allgemein in Richtung Puttgarden und dann Dänemark und dann mal schauen, wie weit wir jetzt heute noch kommen. Let's go! Hey, wir sind wieder unterwegs! Woohoo!
wir haben es geschafft. Wir sind am Fährhafen von Puttgarden. Ohne Problem. Das Kleffeln und das Kriten ist irgendwie auch weg. Also hat alles funktioniert von heute. Sehr gut. Jetzt haben wir 100 € gezahlt. Und ja, jetzt muss ich mal schauen, wann die Fähre genau geht. Wir sind jetzt einfach gekommen. Es geht alle Stunde, geht, glaube ich, eine. Und wir sind dran am... Keine Ahnung, sehe ich nicht. Irgendwann wird es weitergehen. So haben wir es geschafft. Ja, haben wir geschafft. Es ist jetzt mega schnell gegangen. Wir sind hier reingefahren und es ist schnell noch ein paar Fotos. Und zu meinem Erschrecken, plötzlich fährt ein Zug rein. Ich habe gemeint, ich sehe nicht recht, nur noch gerade Zug. Und ja, jetzt sind wir raufgefahren mit dem Lift und jetzt sind wir oben gewesen, und jetzt fährt das Schiff schon ab. Also geht alles da ratzfatz. Das passiert, wenn man sich nicht so richtig konzentriert beim Zuerst das Innere, dann das Äußere. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt in Dänemark. Das ist jetzt zwar nicht der Platz, den ich mir eigentlich vorgestellt habe, aber es ist jetzt halt schon relativ spät aufgrund von dem Ölwechsel von heute Morgen. Darum bleiben wir jetzt da, ist trotzdem schön, weil, schaut mal da, über diese Brücke da, über die sind wir gekommen und ist also schon noch recht idyllisch. Ja, man tut es auch da, es ist trotzdem, wir sind jetzt da direkt am Meer, es schmeckt nach Meer und ja. Gute Nacht, jetzt gibt es zuerst mal etwas Richtiges zu essen, weil heute haben wir nämlich noch gar nichts Richtiges zu essen gehabt. Und ich glaube, heute gibt es Rösti.